Ich bin Pfarrerin geworden, weil ich damals eine Person gebraucht hätte, die für mich da gewesen wäre. Dort während meinem Coming-out. Mein Name ist Priscilla Schwendimann. Ich bin Pfarrerin und ich lebe seit 9 Jahren in einer lesbischen Beziehung. Und ich werde bei der Abstimmung zur Ehe für alle Ja stimmen. 2019 hat die evangelisch reformierte Kirche von der Schweiz beschlossen, dass endlich die Ehe für alle möglich sein soll. Dass auch gleichgeschlechtliche Paare sich trauen lassen. Und darum ist es wirklich die grösste Zeit, dass auch der Staat dem endlich nachzieht und dass die Kirche das, was sie beschlossen hat, im 19. jetzt endlich auch umsetzen darf. Aber ich stehe nicht einfach nur da, weil ich eine Pfarrerin bin, die für die Ehe für alle ist, sondern ich stehe da, weil tatsächlich es so ist, dass die meisten GegnerInnen von der Ehe für alle das christlich begründet. Es ist tatsächlich so, dass es in der Bibel 5 verschiedene Verse gibt, wo man teilweise verstehen in Bezug auf Homosexualität. Ich glaube, dass man sie in ihrem historischen Kontext lesen muss und dass sie überhaupt nichts mit gleichgeschlechtlicher Liebe zu tun haben. Eine ganz bekannte Stelle, die immer wieder angezogen wird, wo es heisst, ein Mann sollte nicht bei einem Mann liegen, denn das ist Gott ein Gräuel. Dabei ist es darum gegangen, dass man damals die Vorstellung hatte, dass wenn der Samen vom Mann, also Sperma, auf den Boden fällt, dass es vergeudetes Leben ist. Und das ist das Schlimmste, was man damals hätte machen können. Es sollte an dieser Stelle nicht unterlassen sein, darauf hinzuweisen, dass 2 Verse weiter, das heisst, man sollte nicht 2 Stoffe mischen. Das heisst, liebe Christinnen, wenn ihr eine Jeans tragt, wäre das nach damaligem Gesetz auch schon Sünde. Ich glaube, dass es bei dieser Abstimmung nicht um Theologie geht, sondern um Menschenrechte und um das Gesetz. Und ich persönlich glaube, dass die Argumente, die hier angeführt werden, die falschen sind. Es ist der scheinheilige Vorwand, es gehe um die Kinder. Aber das tut es offensichtlich nicht. Weil wenn es ihnen wirklich um die Kinder gehen würde, dann würden sie wählen, dass die Kinder wirklich auch die gleichen Rechte hätten wie andere Kinder, wie Kinder, die in heterosexuellen Beziehungen aufwachsen. Ich bin Pfarrerin geworden, weil ich damals eine Person gebraucht hätte, die für mich da gewesen wäre. Dort während meinem Coming-out, wo mir wirklich die Welt auf den Kopf gefallen ist. Und darum bin ich heute Pfarrerin. Um queeren Menschen, um allen Menschen zu sagen, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott dich, jeden von euch, liebt.